Er hat sich seinen eigenen kleinen Mikrokosmos geschaffen. Christoph Schubert ist der Herr der Keimlinge. Sogenannte Microgreens sind sein Geschäft. In einer ehemaligen Textilfabrik im oberfränkischen Glashütten nahe Bayreuth sitzt sein Start-up. Dort, wo einst die Nähmaschinen ratterten, gedeihen jetzt die Jungpflanzen von Sonnenblumen, Erbsen, Amaranth oder auch Schnittknoblauch. Fast alle Keimlinge sind so gut wie erntereif. Microgreens wachsen nur kurz, 7 bis 21 Tage. In dieser Zeit brauchen sie viel Zuwendung. Deshalb kümmert sich Christoph Schubert intensiv um sein Blattgemüse. Den grünen Daumen, den habe ich mir eigentlich erst erarbeitet. Ich selbst hatte mit Pflanzen nichts zu tun. Ich bin absoluter Quereinsteiger in dem Bereich. Ich komme aus der Industrie und bin Elektroniker für Betriebstechnik. Nach 12 Jahren Industrie bin ich dann durch Freunde hierauf aufmerksam geworden. Und mittlerweile sind die Pflanzen zur Leidenschaft geworden. Und zum Beruf. 14 verschiedene Geschmacksrichtungen hat der Jungunternehmer derzeit in seinem wechselnden Sortiment. Würde er das Mikrogrün weiter wachsen lassen, entstünden daraus durchaus richtiger Brokkoli oder prächtige Sonnenblumen. Der Anbau des Miniaturgemüses ist aufwendig. In einer Kühlzelle lagert Christoph Schubert die verschiedenen Samen, die er vor allem aus Italien oder Spanien bezieht. Heute sät er gelbe Beete aus. 2020 gründete Christoph Schubert zusammen mit Freunden die Firma. Übrig geblieben ist nur er. Das aber mit vollem Einsatz. Der Oberfranke ist vom langfristigen Erfolg der essbaren Keimlinge überzeugt. Die Vorteile an Microgreens, sage ich mal, sind ja nicht nur dieser intensive Geschmack, den bereits der kleine Keimling komplett enthalten hat, sondern das Ganze gilt als Superfood, da die Nährstoffdichte im Vergleich zum ausgewachsenen Gemüse um bis zu 40 Mal höher ist. Microgreens werden somit als besonders gesund beworben. Für die erste Bewässerung hat sich Christoph Schubert selbst einen Wagen gebaut. Auch im Gewächszelt ist vieles Marke Eigenbau. Für den gelernten Elektroniker kein Problem. Christoph Schubert weiß inzwischen, was die Pflanzen brauchen. Permanente Windzufuhr über kleine Ventilatoren gaukelt den Keimlingen vor, in freier Natur zu wachsen. Außerdem brauchen die Microgreens permanent künstliches Licht. Dementsprechend hoch ist Christoph Schuberts Stromrechnung. Fotoshooting mit chinesischen Mahagonipflänzchen. Im Internet und den sozialen Medien bewirbt der Unternehmer seine Ware. Abnehmer findet er verschiedene. Der örtliche Einzelhandel, Wochenmärkte und vor allem auch gastronomische Betriebe rund um Bayreuth zählen zu seinen Kunden. Ich kann davon leben. Rechnungen sind bezahlt, das Ganze muss aber wachsen, um rentabler zu werden. Vor allem für den enormen Arbeitsaufwand von bis zu 60, 70 Stunden die Woche muss das auf alle Fälle noch mehr werden. Die nächste Bestellung muss vorbereitet werden. Radieschenkeimlinge für die Gastronomie. Ernten. Das macht Christoph Schubert am liebsten. Das Schälchen verkauft er für 3 €. Im benachbarten Mengersdorf werden seine Microgreens schon erwartet. Marion Deinlein betreibt dort mit Vereinsfreunden einen Gutshof. Deine Bestellung, wie du wolltest. Ah, super. Einmal die Radieschen, Sonnenblume. Perfekt. Und schau mal, heute habe ich was Neues dabei. Neu im Sortiment. Ich habe jetzt Kohlrabi. Die Keimlinge dienen als leckere Garnitur. Marion Deinlein schwört auf das oberfränkische Grünzeug. Am besten geht keine Speise ohne die Dinger raus, weil das unglaublich besonders ist. Also das auch so Ausdruck ist, was die Region wirklich alles so schafft und kann. Und ich finde auch, dass das aufwertet. Aber was sagen die Gäste zu dieser Kreation? Bringt das Microgreen tatsächlich einen geschmacklichen Mehrwert? Es ist eine zusätzliche Geschmacksnuance, die den Salat einfach noch appetitlicher macht. Ne? Man könnte es gut zusammenfassen, indem man sagt, es schmeckt einfach nach mehr. Das schmeckt unwahrscheinlich frisch. Und zum Beispiel der Geschmack von den Radieschen, der ist intensiver fast, als wenn ich Radieschen esse. Microgreens aus Glashütten. Blattgrün, das vielleicht bald in aller Munde ist.